Goedemorgen, ook van mijn part. Ik zie hier Pastor Edward Giesbrecht van, ik zie nu krijg in Brazil. Online kijk, dat heeft ons al veel nieuwigheden gebracht. En dat is een ganz andere tijd waar we nu zijn. En dat zei ik vandaar dat het irgendwie ganz anders is, niet zo? Vandaar predik ik van onze sloopstof, van Heidi ihre sloopstof. Meine Frau Heidi ihre sloopstof, wo sie Eier bijna wohnen, dat Eier wie ons befrieren werden. En daar wenn es erst ook zo bunt en zo veel kleren, wenn zij gleich dat zei. En wenn woord predik ik van hier bijna, wenn woord is een woord van hier bijna. Dat woord van wat ik predik, dat staat, dat is een van de vier hier aan de wand. En dan dacht ik, wie dat de rechte staat hier te prediken. En dat zegt de happiness, een van de steden. In Engels woord er joy naar een kleine vrouw zijn. We willen van vrede van jou reden. En we willen van jou reden, waar we kunnen werkelijk vrede ook in deze tijd hebben, wat ons de vrede wegnemen kan en waar onze vrede niet afhängig is van den coronavirus en zo'n zaken staat. Dus ik weet niet als je dat hing al gevangen hebt, een steed zegt dat de happiness en dat is van jou over wat we reden willen. Vielleicht denke ich so, das ist nicht der rechte Zeit, um über Frieden reden. Aber ich glaube, das ist gerade der rechte Zeit. Und einfach, ich von von Anfang sage, Frieden, das kommt nicht von den Umständen, von wo du lebst. Das kommt nicht von was Raum die ist, oder wo deine Welt nu Krieg ist, oder dass alles wunderbar ist, dass du glaubst, dass alles nu Krieg reicht. Ich habe genug Geld, ich kann keinen Partner, ich kann kein Haus, ich habe genug zu essen, ich wohne auf der rechten Land. Und alles ram die, dat is plus 100% krijgt als du was en krijgt als dat zal zijn. Du kannst nur dat rechte Land krijgen, op alles dat rechte Arbeit stehen haben, alles kann krijgen zijn als du dat Menschen ist, aber dat wordt nicht die werkelijke vrijheid geven. Vielleicht für ein kort Stütze, aber nicht für immer. En wenn wir mal abschließen in Jakobus 1, Vers 2 bis 4, dat is een stad wo dat ook van vrede een klein beetje reden deed. Dat zegt ze dat mijn broeder neemt dat met vrede aan wanneer je op verschillende wegen geproefd en verzacht worden. Doordat dat je geloven en de verzekeringen bestaan blijft, leer je geduldig zijn en dat darf je weten. Doordat je geduldig zijn, zal je bij om eng behouden blijven, dat je fillerloos en onbeschädigt zijn en je dat aan niets fehlt. Mijn broeder neemt dat met vrede aan, op verschillende wegen verzacht te worden. So, wie zullen dat met vrede aannemen verzacht te worden? Waar in de wereld zal ik vrouw zijn, want dat verzekeringen en dat wordt zwaar, dat wordt hard. Je proef worden, dat gaat niet schijn. Waar zal ik dat met vrede aannemen? En eind wil ik je zeggen, alle worden geproefd. Alle mensen. Eenmaal geloof je, dat wanneer ik zum Beispiel zei, die wordt niet zoveel geld hebben. Ik kan niet genoeg geld door, wens je mir dat niet schijn. Ik weet dat niet genoeg geld hebben, dat kan veel troubles met zich brengen, dat weet ik. Maar wie moet ook weten dat rijke mensen zijn, wat zeer veel geld hebben, wat ze in hun leven zelfs niet meer verbruiken kunnen, die hebben ook allerhande troubles. En die hebben ook allerhande troubles wat dat met zich brengen deed. En hebben ook verzekeringen en hebben ook proeven. En dan is het ook eens mal zegt, dat wordt nog niet bevrijd is. Wanneer ik mal bevrijd moet zijn, dan moet ik die verzekering niet hebben. Weet je wat, die Jugendlichen, dat je bevriede mensen, die zeggen ook, man, ik niet moet meer bevrijd zijn, en dan wil ik niet meer met de entscheidungen treffen. Zodat je op alle kanten, je hebt dat verzekeringen, je hebt dat proeven, en je hebt dat stelers van onze vrede. Maar wo immer du und ich, wie in unserem Leben nu krijgt bevinden, doet je wie vollkommene vrede haben. Wir können vollkommene vrede haben. Und wenn wir mal Hebräer 12, Vers 2, das ist bloß eine Seite trägt, von du, wo wir uns wären. Weil wir du mal lesen, was du sagst. Du redest von Jesus, wo er vrede hat. Du sagst, weil wir Jesus immer in U halten, so Jesus den gleich wie im U zu halten. Die den Glauben in uns angefangen haben und dann auch den vorig merken wird. Jesus hat kein Frieden haben, aber er nimmt das Leiden Kreuz ab sich. Und das schon so aus, wann dort nicht wir, und hat sich an das rechte Seite von Gott sein Thron gesagt.
So, ich will mir die Freiheit nehmen, das ein klein bisschen anders zu übersetzen, als das in dieser Bibel ist. Ich habe das in verschiedensten anderen Bibeln gelesen, zum Beispiel in Hochdeutsch, in Spanisch, auch in Englisch gelesen. Und du redest ein bisschen von, hij stelt de Fried für sich. Das ist dort der Fried wie für sich. Dort wie, was er sich vergesagt hat. Dort wie so ein, das ist das Köffel, das ist für mich. Das ist der Fried. Und der ist dort. Und so kann er dort Krieg auf sich nehmen. Wenn er weiß, was für am wir, wenn es du Fried wir, da kann er das Lieder auf sich nehmen. Und was für Fried hat Jesus für sich? Er weiß, wenn er das durchkommen, dann würde die Sünde für immer alle betont sein, dann würde dort vollbracht sein. Wenn er dort im Ziel hat, dort mögt dort er dort kann auf sich nehmen. Jesus ging dort nicht schein, sich durch ein Nähl hier an der rechten Hand, nannte Nähle loten an, an der linken Hand an, und derche Feit. Dort geht nicht mal, dort er sagt, oh, das geht mir so schön, dort wo ich tun will, und freut sich, dass ich mich für ein Churrasco freuen will. No, dort ist nicht, Jesus hat nicht dort die Nähe gaven am nicht Frieden, aber wo du von kommen würde, dort gav am Frieden. Und, wo ist das in uns Leben? Wenn wir nu in eine schwere Zeit sind, wenn wir denken viel an Coronavirus, Covid-19 und alle solche Sachen, das was dort geredet wird. Wenn ich bloß an dort denke und was dort alles mit sich bringen wird, zum Beispiel, was dort mit sich bringen wird, dass wir vielleicht viel mehr Tüß sind, nicht mehr so viele Menschen top sind, einzig können nicht arbeiten, so dass dort gewarnt sind, andere können nicht das, andere nicht jant, dort du hast dort viel Traurigkeiten, aber viel geht nicht so schön, wo wir sagen, und auch mir nicht. Ich würde wollen in Bolivien sein, mit dem neuen Lebenskirch, der du von du sein, ich würde wollen mit jenen alle top sein, und jenen am Arm, und so, und das sage ich, wir sollen dort nicht. Jaf mir dort Freude, dass ich dort nicht kann? No, das jaf mir keine Freude, mir bang, mir hielert. Aber, wenn ich weiß, dass das Wort mir zum Beispiel das sagt, das Wort mir geduldig machen, in Jakobus 1, Vers 2 und wieder, das Wort mir da uitholen machen, das Wort mir einen stärkeren Charakter geben, wenn ich dort weiß, dass mir das Wort in mir produziere, dann habe ich Freude, durch diese Zeit durchzugehen, und dann kann ich dort ab mir nehmen. Freude ist nicht ein Gefeil. Jo, Freude, ich kann Frau sein, aber eine Frauentijd, aber was goudet ervaren nu. En ik weet dat als we 14 jaar weer, 14, 15 jaar weer, dat ging op als erschein met motos zindag nog maar ramspinnen en alle handen aanstellen. Dat ging plus geweldig zijn. En met de vriend zijn en terrorij drinken en alle handen sogar doen wat mijn papa vielleicht nicht sagen willen haben. Dat ging schein. En dat gaf den ganzen zindag nog maar ging dat mir schon schein. Maar had ik een paar Mal in zindag nog maar wo de motor twee weer, de motorcycle twee weer, oder wo mijn pa met vielleicht nicht Leute fahren, aber wo meine Freunde mir aufgesagt haben. Und wenn einmal irgendwas ist dort passiert, bam, dann wie meine Freunde rein, dann wie es van alles zunicht wir. Und was dort ist, dort meine Freunde bloß aufhängig wie von der Freund, von der Motorcycle, von der Sache Rami. So, Fried ist viel mehr als ein Gefühl. Fried ist ein Ziel. Dort ist, ab wo ich kicke da. Dort ist, ab wo mein Fokus ist. Fried, dort ist, das Jesus, er hat ein Ziel bei dort, wo er deed. Waar wir terug naar dort kunnen. Er hat Video. Bloß seine Video, die wäre nicht ladig. Seine Video, die hat ein Ziel. Wenn ein großes Gewicht auf meine Regen abfallen würde, und ich nicht hab dort rein, dann tät mir das weh, und das kann mir irgendwas schlecht wehmerken, und ich hab nicht Freude daran. Aber wenn ich Gewichte abheben, am stärker zu werden, dann habe ich ein Ziel mit dort. Das kann dort selber Gewicht sein. Dort eint, das tät mir weh, und das trägt mir doll, und das andere, das büht mich ab. Und das, was bei Jesus hat, er hat ein Ziel mit seinem Video, und daran hat er die Freude, und das Ziel, was er hat. Wenn wir mal kicken im Psalm 16, Vers auf. Psalm 16, Vers auf. Ich kann mit mir top abschließen.
Du sagst, dat is dit. In die jen wordt als de vrede zo groot als de ware kon. Bij die te rechterhand zijn eeuwige vreden. In die jen wordt als de vrede zo groot als de ware kon. Zo, wo is God zijn jen wordt? Weet je wat, dat God zijn jen wordt als immer doen, voor allem, voor die, ook voor mij, voor jeder einen, als God zijn jen wordt doen. Plus wo is mijn jen wordt? Zie ik rijden God te treffen. Zie ik rijden de Bibel op te slaan en te lezen. Zie ik rijden tijd in gebed te verbringen. Zie ik rijden werkelijk God te begegnen. Wo staat mijn hart? Wo zie ik? God zijn jen wordt als niet plus voor Jan predigen, maar voor het kerk, voor dat gebed, maar voor eerst einmal, dan horen den ervarenheden met den Heiligen Geest. God zijn jen wordt als voor die, ook voor mij nu hier. En we kunnen in deze jen wordt volkomen vrede ervaren. En vrede, zoals ik je zal zeggen, dat is een entscheiding naar wat ik kijken wil. Wat is het wichtigste in je leven? Wat is waarop du kijken is? Nou, wat is het eerste? Zoals ik eerst. Als ik 14 weer, dan weer de vriend, de motor en de schijne zondag namiddag. Dat weer dat op wat ik kijken en dat weer het wichtigste voor mijn leven. Maar dat gaf niet volkomen vrij. Dat reikt bloos weet. En ik wil meer. En wanneer ik meer wil, dan moet ik naar God kijken. Dan moet ik naar zijn jen voor kijken. En ik hier een Satz, en die maakt me sehr nadenken. En ik dacht voorts, oh, dat stimmt niet. Dat zei, du kannst die niet vrede wählen. En ik dacht, wat? Ik kan me niet wählen, vrouw te zijn. Ik dacht immer, dat weer een entscheiding, dat ik me bloos einfach, nu zie ik vrouw, dan zie ik vrouw. En weet je wat, dat gevoel, dat kan we ons niet wählen. Dat je hebt een moment im Leben, dat kan ik me niet wählen, nu zie ik vrouw. Du worden Sachen aan die zijn en dat wordt die einfach treurig merken en dat wordt die doldreiken. Dat is einfach zo im Leben. Dat zijn gevoelens, dat zijn Sachen aan ons. Ik kan niet dat waren nu bloos maar, nu zal het regenen, nu zal het zon schijnen. Dat is, ik kan dat niet bloos maar wählen. Ik kan niet vrede wählen. Maar ik kan me wählen wat mij wichtig is. En wanneer ik me wil, Jezus als wichtigste gaan. Wanneer ik me wil, God als wichtigste te gaan, dan wordt dat een volkomen vrede. Zoals dat in Psalmen 16, vers 11 zegt. Wanneer ik me wil, God als verste in mijn leven te gaan, dan wordt dat op eenmaal deze jen wordt zo vol worden, dat vrede geeft. Maar dat is niet dat ik me gewild heb vrede te gaan, sondern ik heb me Jezus gewild. Dat is meestal hetzelfde, maar dat is toch een grote onderscheid. Ik moet weten dat ik kan niet plus een scheidevrouw te zijn, want sonst wordt een Christ, niet Christ, zich ook kan plus een scheidevrouw te zijn. En ik geloof, hij kan niet. Sondern wir als Christen kennen onze prioriteit, ons Verset, ons Nummer 1 Jezus aan, en dat Pakete, dat Package, dat brengt vrede met zich met. Een vrede die veel dieper is als plus van buiten wordt. Ik zie niet meer afhängig, maar ik zie niet meer aangebunden aan den motto en aan den zondagnamiddag en aan de vriend. Geef me de vriend wat ik van de eerste dag heb. Van de eerste dag heb ik niet motto, maar de vriend wat ik van de eerste dag heb. Geef me de vrede? Ja, die geven me veel vrede. Maar mijn vrede is niet meer afhängig van die. Maar ik kan het niet zo merken dat het is. Mijn vrede is afhängig hoe diep ik met God verbonden ben. Dat is ook niet meer wichtig waar ik aangezien word. Als ik, hoeveel geld ik heb. Wat de mensen van mij denken dan. Ik zie niet meer aan dat tijdelijke zozeer aangebonden. Wat is de kwaal van mijn vrede? Is Jezus werkelijk de kwaal? En weet je wat? De kwaal, wat die kwaal van de vrede is, dat wordt het merken wel lang die de vrede wordt verhouden. Wanneer die kwaal bloos als wat in op deze eeuw te ervaren, dan wordt die vrede maar krijg zo lang zijn. Maar wanneer die kwaal Jezus is, dan wordt het veel langer zijn en dat wordt voor immer zijn. In Johannes 15, vers 11 zegt dat we ons ganz vrijen kunnen, dat de vrede kan volkomen zijn, dat du niet laget is. En dan denkst du vielleicht, Eduard, du hast hier bei Jeroen gezegd,
wat wann du Traurigkeit hast. Wann du wat von buiten hast, wat ich nicht kontrollieren kann. Weißt du wat? Friede bedeutet nicht, dass du keine Traurigkeit, kein Hiele, kein Schwere in mein Leben, keine Versicherung in mein Leben hast. Friede ist, sondern wo ich in dieser Zeit kicke, wo noch an ich strebe. So, wo immer du in dein Leben bist, du kannst Friede haben. Joy is a point of view. Wenn ich das mal auf Englisch würde sagen. Joy, Friede ist ein Punkt von wo ich rückkicken will, oder wo ich kicken will. Wo ich meine Welt bekicken will. Viele Menschen, die hier in ihrer Arbeit stehen, ab, wenn sie sagen, das macht mich nicht froh, dort zu arbeiten. Weißt du was? Das ist normal. Wenn du bloß checken das, wo immer deine Arbeit ist, wo das Schwere von deiner Arbeit ist, wenn du anfängst nur dort zu checken, dann wird die dort nicht froh mehr. Keine Arbeit steht auf dieser Welt. Wenn es auf jeder Arbeit steht auf dieser Welt, ist irgendwas, was die nicht froh mehr angeht. Du brauchst eine deepere Freude, als bloß dort nur deine Arbeit steht zuvor, dass die dort froh mehr angeht. Wenn du eine frohe Person bist, dass du deinen Kicker, wo du Handzielen das hergestellt hast, dann würde so eine andere Sache sich einstellen. Nicht, dass ich sage, dass nicht keiner seine Arbeit steht, mehr auf sein kann. Das ist nicht, was ich mit das sein. Was ich sagen ist, doch nicht nur jeder Kleinigkeit checken und dort alles wahrnehmen, das von dir. In Nehemias 8, Vers 10, du hadden die ook een zware tijd. Dat was een tijd voor de krijg die meer afbuien van Jeruzalem, die weer gevangen was, die weer ook in quarantaine was, waar ik dat mal zo wil zeggen, die weer gevangen genomen, weit of verslaapt worden. Ik geloof die gingen veel zwaarder terug als wat we nu krijgen terug kunnen. En als zij die meer zware afbuien, en als vorig zijn dan Esra en Nehemia dat feit oproepen, en dan zeggen ze, de vrede om Herrn is wat aan sterk merken deed. Dat we niet de muur wat ze aan Jeruzalem merken deed, wat aan sterk merken deed. Dat we de vrede om Herrn, dat we de grond. We hebben onze vrede en dat wat bloos ramans is, of dat temporaal, dat wat bloos vergonnen deed. De churrasco, de motto, dat geld, al dat, we hebben dat te zien schuiven. We hebben de vrede willen wat eeuwig is, wat Jezus Christus is, wat mijn radung is, wat mijn ziel im leven is, voor wat God mij beroepen heeft. Weet je wat? God heeft mij als een pastor beroepen. Ik heb veel zaken in mijn leven wat mij zeer schijn gaan. Arbeiten wat ik mij zeer gedroomd heb, wat ik wil doen. En vielleicht, wer weet, wat God met die wensen, of met die zaken wat mij schijn gaan, wat God nog met die zaken wil doen. Maar van jou verstehe ik dat dat niet de tijd is. Van jou verstehe ik dat God mij beroepen heeft pastor te zijn. En ik zie dat al aanworden. Er was een tijd in mijn leven waar ik van mijn beroeping weggegaan deed. En weet je wat, ik kan niet vrede meer vinden en keine zaak op deze wereld, wenn ik dat niet doe wat God van mij hebben wil. So, wenn ik nur de radung ran doe, zoals mijn vrienden onder radung, on Jezus Christus, en dort voor wat God mij beroepen heeft. Pastor zu sein, ja, wunderbar, aber dort hat sie eine schwere Sache mit sich. Aber wenn ich du mit Frieden nachkicke, dann kann ich Frieden in dort haben. Dann kann ich, was immer schwer Rami ist, Frieden haben. Und so kannst du auch du. Wir alle kennen uns willen, nur die Frieden zu kicken, oder nur die zu zielen, nur die wirkliche, tiefe Frieden. Und weißt du was, ich möchte die Mut merken, nicht bloß die Frieden hängen runterrennen. Dat is wat we zeer leicht doen willen. Ik ook. We zeker bloos de vrede. En zoveel dollar we nu de zeker, zoveel dollar schijnt dat rande van ons weg. Want bij mij schafft dat zo. Wanneer ik bloos nu vrede zeker ging rondrennen doe, dan is het als wanneer van mij wegrennen wil. Maar wanneer ik, zoals ik je dat zal zeggen, wanneer ik nu Jezus kon doen, er nu voor wat hij mij beroepen heeft, er nu de radung voor hij mij gegeven heeft. En ik leef nu dat buik, nu de woord God is. Dan komt dat door touw, de vrede. Als dat maar niet gezegd, dat du dan niemals wat een treurigheid doet en dat pak ook nog de touw komt, maar du is volkomen vrede. Weet je wat? Ik had een vriend, wat deel verzien dood weer.
En hij is ook gestorven. En hij had een vriendelijk gezegd, een vredelijk gezegd. En de dokters zeiden, hij wordt sterven. En we geloofden eraan dat hij kon gezond worden. Maar eindelijk geloofden ons ook dat hij sterven kan. En we hadden ons ging tot zeer slecht. Maar eindelijk is dat een van de beste tijden in mijn leven was. Wens ik zag dat in mijn vriend zo ganz klar, dat hij zei te ons, wat doe je aan een fortig? Wat doe je aan zo'n zaken wat bloos bij mij reiken? Ik weet dat ik bouwt kan im Himmel zijn en dat ik voor immer kan vrede hebben. En dat maakt mij mijn wereld ganz anders checken. Ik check dat eenmaal ganz anders aan de wereld na. En weet je wat? Zo als mijn vriend dan ons moet merken dat anders te checken op eenmaal. Op eenmaal kunnen we met hem metvallen en ik kan een beetje van zijn wereld ervaren dat vrede is veel wieder als plus dat hier en dat nu. Vrede is in de eeuwigheid. Dus ik mocht die moet merken, de vrede nur den te gaan wer de werkelijke vrede is. En dat is ons Heer Jezus Christus. En dem Herrn, die wordt ons sterk merken met zijn vrede. Amen. Wel we bidden, Jezus, we zeggen die dankzij dat u de kwaal van de vrede bent. En ik mocht nu bidden, wat deze, wat hij ons toegegeven dat de kwaal van de vrede mocht nooit schillen. En ik mocht bidden, en ik zei nu te alle depressionen en te alle bijzijdanken, dat je verloten moet in naam Jezus Christus. En dat u kon de jeen wordt Gottes deze depression erzaten. Dat de depression, de slechte gedanken, deze gedanken van zelfsmoord nu moeten wegkomen in naam Jezus Christus. Met hem zoten hoop moet je verloten. En de jeen wordt Gottes, de volkomene vrede, die komt door nu naar deze stad. Ik bid u voor en ik bid over die leven dat de Heer Jezus mocht die vellen. Dat we zoals we feierwerk van de reden dat we kunnen ontvangen te zingen, een loopprijs en dat kunnen huur geven voor onze Herrn en dat we kunnen in de werkelijke beroeping leven. Ik mocht bidden over Radung. Wer hier nog niet Radung heeft, dat hij kan naar Jezus raden en am zinnenvergeving vrouwen, omdat hij ook kan bij Jezus de volkomene vrijheid vangen. En ik bid ook nu dat we wel naar ons avondmaal gaan. Dat we kunnen werkelijk ons vrijen voor dat avondmaal en ons vrijen in Jezus zijn heen wordt. Dankzij voor deze zondag vermiddag en dat we deze gelegenheid hebben online kerk te doen. In die naam Jezus. Amen. Zo, we willen voets even gaan naar het avondmaal. En Heidi en ons kleine Liam, die zetten van jou hangen de camera. Maar ik wil van jou dat avondmaal niet online hier nemen. So ik laat Heidi aan, kom met me met. En wil we top dat avondmaal vieren. En krijg zo mocht ik ook voor jullie hem zeggen. Wanneer je nog niet jullie heren, aber jullie wien. Hallo Heidi. Hallo. Wanneer dit is ons smaken Liam. Wanneer je nog niet jullie heren, aber jullie brood door Reidhand. Wie hat hier noch wat wien drüber, einfach bloß zum Geschmack lassen. Wenn ihr noch nicht rein habt, dann direkt eine hastig Pause und weil wir top das Ofen mal nehmen. Wenn ihr nicht vielleicht Wien drüber habt, oder Wien habt, das wie hier nu habt, dann nehmt Water, oder was immer ihr habt, oder nehmt Brot, oder was immer, oder Kek, was immer ihr habt. Das ist sehr scheinend gut, wenn wir das alles kriegen so haben, als das in der Bibel steht, aber das Wichtigste ist, das hört und wo unsere Einstellung ist. So, was immer du nu hast, hol das bei sich und weil wir top das Ofen mal nehmen. Und wenn war das so wichtig? Das ist wichtig auch in dieser Zeit, wenn wir nu auch nicht uns persönlich treffen können, dass wir trotzdem das wiederholen, was Jesus uns gesagt hat. Wenn er sagt, dass wir sollen, dass da eine Bärtheit Wahrheit kommt. Und wir sollen sie Namen damit groß merken, das ist was wir tun wollen. Wenn das ist eine Zeit, wo der Name von unseren Herrn besonders groß gemerkt wird, wo sie Name gepredigt wurde. Und wenn wir uns zu 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 lesen, dort sagt es dort. Und danach, als der Herr Jesus verraten wird, nahm er Brot. Und als er dafür gedankt hat, brach er dort und sagt, das ist mein Körper, der für ihn gebrochen wird. Nehmt und eet, an mich zu denken. Jeroen nahm eten auch das Köffel und sagt, das Köffel ist der neue Bund in mein Blut. Wenn ihr dort trinken, tut das
an mij te denken. Jedersmal also, wanneer je dit brood eten en van dit kuffel drinken, zei je met dat de Heer gestorven is. En dat zo lang, dat hij waarheid komt. Amen. 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 So, wat wunderschön ist es nicht, dass wir alle Top das Overmal nehmen können. Wenn du das all jahrelang nicht mehr genommen hast, oder all eine lange Zeit, dann möchte ich dich von dir merken, nimm das Overmal. Das ist wichtig, dass wir das Overmal nehmen. Dass wir Teil sind von unserem Herrn Jesus Christus. Und Heidi, ich würde dich fragen, wirst du von dir für das Overmal beten? Würde das so gehen? Ich würde das holen und du kannst für das beten. Ich will hier ganz dicht bei dir gehen, dass der Mikrofon auch dicht bei dir ist. Und dann kannst du für das beten, okay? Dankeschön, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, dass man die hat en met gebroken is, wie dat brood breken, en dat du dein Blut gegeben hast für uns. Und wenn wir auch in einer Zeit sind, wo wir het leven die Uhrrand überrascht, das ist alles so anders und alles nicht so, wie das geplant hat. Danach, weit wie du bist bei uns und du bist der, was uns die Freude gibt, jeden Tag. Weil wir uns freuen an die, weil wir uns freuen mit die Taub für dort, was du für jedem einen von uns zu tun hast. Wir danken dir für dein Charpe und für dein Blut und dass wir das können auch ernst nehmen. Das Opfer, was du für uns zu tun hast, dass wir uns freuen, dass wir gerat sind und dass wir uns mit dir treffen wollen. Ich danke dir für das Brot und für das Juice und musst du jeden einen sehen. In die Namen. Amen. 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 So, wenn ihr zuseid nu auch für das Gebet habt, dann kann einer von ihnen und eure Familie einfach kleine Bittertjes Brot losbreken und das verdelen. Und dann werden wir nu alle taub das Brot eten en de Jen wordt van onze Herrn Jesus Christus. Dankeschön, Jesus. Dankeschön, Jesus, dat du verbruiken bist voor ons en dat we kunnen van jou volkomen zijn door dich. Dat we vergeven zijn, dat we kunnen van jou heilung können. En we mochten ook über deze Welt heilung beten, nu im Namen Jesus Christus. Dat deine Heilung kann über diese Welt kommen, in diese Welt heilen. Von der Sinn. Dat er mag eine Aberweichung sein, eine Erweichung sein. Und dat er mag eine neue Zeit auch über uns Christen auch kommen, eine Einigkeit über uns Christen. Dankeschön, Jesus, für das Brot und für deine Jenwort, Jesus. Amen. Amen. Krijg so nehmt auch das Wien und kann einfach Gott dafür Dankeschön sein und weil das an seine Jenwort trinken. Halleluja. Dankeschön, Jesus, auch für das Wien. Dankeschön, dass dein Blut verrannt ist, um dort meine Sinne zu vergeben. Wir wollen die loben, preisen, wir wollen die Namen hochheben. Wir wollen die Dankeschön sagen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet über dich sprechen. Mochtest du gesegnet werden. Herr, komm über einen besonderen Segen über jeder einer, was von dir hier bei uns ist. Und dass deine Jenwort kann über uns sein, dass deine Friede kann über uns sein, aus nie Leben krieg, aber auch viel mehr aus der Familie von Jesus Christus weltweit, dass wir können verbunden sein in dieser Zeit und uns jenseitig in der Stadt. Dankeschön, Jesus, für diese Gelegenheit hier, das Overmal taub zu nehmen und dass wir taub können, eine Familie vom Herrn sein. Ich möchte beten, dass uns neingehen und uns zurückgehen, wo immer wir hingehen, dass das können gesehen sein und dass unsere Kinder gesehen sind, unsere Finanzen, unser Geld, Leben, dass das gesehen ist und alle unsere Familien, unsere Männer, unsere Frühes, unsere Kinder, alles können gesehen sein. Im Namen Jesus Christus beten wir das. Amen. Amen. Ein Abrazo für dich, mag Gott dich segnen, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.